der Bavarian Bass Talk. Diesmal bei den Bayerischen Basstagen in Mühldorf am Inn. Und wer mich kennt und das verfolgt hat, ich fahre immer zu vielen Bassisten, unterhalte mich mit den Leuten über den Kontrabass natürlich, über das Bassspielen im Allgemeinen. Und heute habe ich neben mir Ernő Rász aus Wien. Er ist Solobassist beim Tonkünstlerorchester und ist den dritten Tag bei den Bayerischen Basstagen hier. Willkommen, lieber Ernő. Meine erste Frage natürlich, wie hat es dir bei den Bayerischen Basstagen gefallen? Wie denkst du über das Ganze? Und ja, was ist deine Meinung dazu? Also zuerst, es war mir eine große Ehre, da zu sein. Es war wirklich sehr, sehr professionell organisiert. Ich lege sehr viel Wert darauf, auch in Musik immer gut vorbereitet zu sein. Und das habt ihr wie organisatorisch, wie musikalisch wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Es war wirklich schön zu sehen, wie viele Kontrabassschulen es gibt und wie viele Spielweisen es gibt. Ich habe in Wien studiert und wie du gesagt hast, ich spiele im Wiener Orchester und ich lege sehr viel Wert auf die Wiener Stil, also auf die Wiener Klang, wie man halt in Wien phrasiert. Und ich war hier quasi für Probespieltraining zuständig. Ja. Und viele Leute aus Deutschland haben mir jetzt vorgespielt, Orchesterstellen, und es war für mich sehr, sehr schön zu sehen, dass Wiener Schule und deutsche Schule auch zusammen funktionieren kann. Natürlich, es ist ein bisschen anders, aber zusammen musizieren kann man mit beiden. Das Miteinander ist eine ganz wichtige Sache bei den Bayerischen Basstagen. Und man hat ja jetzt hier auch gesehen, wir haben ganz kleine Bassisten, wir haben ganz große Bassisten aus allen verschiedenen Stilistiken. Und du hast gerade die Wiener Schule und die deutsche Schule erwähnt. Wie unterscheidet sich für dich? Wo ist ganz klar zu sagen, das ist Wiener Schule, das ist deutsche Schule, wo sind die Unterschiede? Also ich finde, die Unterschiede sind am Klang. Die Wiener Klang ist etwas lauter, nach meiner Beobachtung her, etwas direkter, und die deutsche Schule ist für mich einfach ein bisschen weicher und es ist von Phrasierung her auch ein bisschen anders. Aha, spannend. Ja. Und natürlich von der technischen Seite, also es ist eine andere Bogenhaltung in der rechten Hand wie auch in der linken Hand. Aber wie gesagt, es war für mich sehr schön zu sehen, wie du immer sagst, miteinander zu spielen. Und ob du Wiener Schule oder deutsche Schule spielst, ich sage nicht, dass das egal ist, aber es könnte funktionieren. Wunderschön. Und wenn du auf die letzten 20 Jahre Kontrabassspielen zurückschaust, du hast mir erzählt, du hast schon sehr früh begonnen. Wie alt warst du? Ich war 13. Aha. Dann spielst du jetzt seit 20 Jahren, ja. Also wenn ich richtig rechne. Was hat sich in der Zeit deiner Meinung nach verändert bis heute? Also in meiner Zeit gab es noch solche Viertelbässe, also halbe Bässe gab es schon, aber Viertelbässe, wenn ich mich richtig zurückerinnern kann, gab es noch nicht. Und es gab sogar nicht mit so vielen verschiedenen schönen Farben. Also für Kinder hat man in meiner Zeit gemeint, du musst eine gewisse Größe erreichen, dann kannst du Kontrabass spielen anfangen. Und heute, ich habe zum Beispiel gestern ein dreijähriges kleines Mädchen unterrichtet. Sie war ungefähr so klein, mit einem blauen Kontrabass, und wir haben 3 Minuten lang zupfen gelernt. Und das war damals noch in meiner Zeit nicht möglich. Ja, das ist natürlich eine gewaltige Änderung. Ich habe das mit den Minibässen ja 2003 angefangen, ein bisschen nachdem du begonnen hast zu spielen. Ja. Und es hat sich die Kontrabasswelt, denke ich, seitdem sehr verändert. Weil natürlich das Niveau und auch die Masse oder die Zahl der Spieler hat sich stark geändert. Und vor dem Hintergrund, wie siehst du die Kontrabass-Zukunft? Bleibt alles eher gleich oder wie wird es deiner Einschätzung nach sein? Wird sich viel verändern? In welche Richtung? Ich glaube, es geht im Moment zu 2 Richtungen. Entweder wir stimmen das Instrument sehr modern, also das gab es zum Beispiel in meiner Zeit auch nicht. Es war nur Qualstimmung, und jetzt stimmen sie das Kontrabass schon auch in Quinten, es kommen jetzt moderne Saiten,
Und von der anderen Richtung, es geht auch sehr viel zum Barock zurück. Also in meiner Zeit haben auch sehr wenig Leute mit Darmsaite gespielt, sehr wenig Leute mit Dragonetti-Bögen oder mit historischen Bögen. Und ich glaube, es geht im Moment also zu zwei Richtungen, entweder sehr modern oder sehr zurück. Sozusagen von Barock bis Rock. Eben. Viele Möglichkeiten am Kontrabass. Ernő, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview, dass du da warst. Alles Gute in Zukunft und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe auch. Dankeschön. Bitte.